Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Das letzte Mal haben wir ja ein Masterboard gemacht und haben daraus nachher dann so ganzen Haufen Kärtchen geschnitten. Und jetzt habe ich da mal mir so eins geschnappt, habe das ein bisschen geinkt und die Kanten rund gemacht, also die Ecken meine ich. Hier noch ein bisschen Sommervögel draufgeklebt, Rändchen und ein schönes Cluster mit einem Blümchen. Und so ist doch das ein wunderbares Kärtchen. Genau, was ich auch noch gemacht habe, auf der Hinterseite. Ich bin ja so ein bisschen Fan und süchtig nach solchen super schnussig herzigen Notizblöckchen. Und ich glaube, ich habe die noch nie irgendwie gebraucht, für irgendetwas zu notieren, sondern einfach, wenn ich so eins sehe, dann muss ich das haben für in meine Junk Journal rein. Ich finde die einfach so genial. Genau, und darum habe ich gedacht, hey, es passt von der Grösse her gerade direkt schön hier hinten drauf. Und weil die sind ja auf einem normalen Zeichnungspapier so drauf und die sind also schon recht dünn. Ich habe gedacht, sie werden vielleicht ein bisschen dicker, wenn man da ein bisschen draufklebt und so und dann so ein paar übereinander. Aber ja, sie sind immer noch recht dünn. Für zum Täschchen machen ins Junk Journal rein. Und Bellyband und so weiter macht das nichts. Auf jeden Fall. Aber für Kärtchen finde ich es jetzt gerade gut. Hat es nochmal etwas hinten drauf. Auch wenn das auch sehr dünnes Papier ist. Aber das ist egal. Ich habe jetzt gedacht, ich mache mir doch heute machen wir miteinander so ein paar Kärtchen. Genau, und dann schauen wir mal, was man sonst noch könnte als Täschchen ins Journal rein tun oder keine Ahnung. Einfach mal drauf los und einfach mal schauen, wie weit das wir kommen. So etwas in diesem Stil möchte ich gerne machen. Ich habe noch ganz viele Bändchen und Spitzen und Zeug und Geschichten. Ja, einfach drauf los. Schauen wir mal, was wir mit denen zustande bringen. Als erstes tue ich, glaube ich, mal inken. Und ich habe hier keinen Deckel mehr. Doch, da ist der Deckel. Ich nehme einfach das. Violett, irgend so was in dieser Art. Halt, stopp. Schon wieder falsch. Zuerst Ecke. So, und ich mache das mittlere 7 mm. So, voilà, das ist jetzt mal fürs Erste. Wären wir mal so weit. Und jetzt möchte ich doch da mal das eine oder andere Rändchen machen. Das ist vielleicht ein bisschen zu giftgrün. Aber das da würde mir doch jetzt noch so gefallen. Mal so. Schau mal, das passt von der Farbe her extrem gut zu dem Blatt. Dann machen wir doch das gerade. So, lieg. So, und wenn wir oben auch noch eins machen, wenn wir oben jetzt haben wir da noch so braun. Ja, die dunklen passen jetzt nicht so gut. Das da, ja. Wie wäre es denn mit dem Rändchen so? Oh, das wäre aber herzig. Was ich mir eben auch überlegt habe, ist, wenn man aus dem könnte so ein
so ein wie sagt man, so ein Notizblöckchen machen. Mit so verschiedenen, von mir aus als Stöffli. Dann könnte man das eigentlich, nein, das darf schon unten sein, das ist gut. Aber so. Wo oben und unten ist, oder? Keine Ahnung. Wow. Ich weiß nicht, ob es gut aussieht. Oder ob dann zu viel verdeckt wird. Ich immer mit meinem Verdecken, wo ich immer so Angst habe, Sachen zu verdecken. Das ist furchtbar. So, oder? Man kann sie ja lüpfen und dann sieht man drunter. Und dann könnte man doch auch noch ein Stück von dem Band nehmen. So. So zickzackeln. So, ups, Entschuldigung, dann kann ich hier durchschütteln. So. Nein. So viel habe ich doch gar nicht ausfranzeln. Es wird immer mehr. So. So. Und jetzt aber noch ein Stück Papier. So. So. Oder ist jetzt wirklich einfach zu viel von diesem Blümchen verschwunden, von dieser ganzen schönen Karte? Nein, ich glaube, das können wir schon so machen. Ist es too much? Oh, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Da ein bisschen, von dem ein bisschen weniger. Ich glaube, da kann ich gerade das Rändchen abschneiden. So. Also komm, das machen wir so. Das hier und das tue ich nachher dann anpostitzen, oder? So, das kann ich anleimen. Da kann ich noch ein Deckel abschneiden. Für das nehme ich jetzt Tacky Glue. So. Oh ja. Oh, ein bisschen. Doch, mal. Hui. Hui. So. Also, und da oben. So, mache ich mir jetzt das ein Biegeli. Das schaut hier noch auf dieser Seite ein bisschen vor. Und das tun wir jetzt einfach oben anbostitschen. Nein, halt! Das da fehlt ja noch. Ich habe gedacht, irgendetwas ist komisch. Meine Hände sind so rauch und immer wenn ich das anlänge, bleibt mir das so ganz blöd an den Händen kleben. Also, nochmal weg. So geht es wahrscheinlich besser. So.
Zum Glück schneidet meine Schere so wahnsinnig gut. He? So, also, noch einmal. Zack. Und zack. Und das ist ja auch noch ein bisschen über. Oh ja, das würde auch noch hübsch aussehen, wenn das hier so ein bisschen gestuft ist. So. Das drüber rein. Und dann oder das drumherum wickeln. So, und das wäre, glaube ich, noch fast ein bisschen schöner. Kann ich euch das anstitchen, ohne dass mir das um die Ohren fliegt? Für das hat man es fast ein bisschen länger schneiden. Zack. Ich glaube, es kommt gut. Zack. So, und noch eins. So. Okay. Da müssen wir noch ein bisschen abschneiden. Das ist jetzt gerade nicht so hübsch. Und ich mache das auch gerade ein bisschen rund, weil wir ja die Ecke gerundet haben. So! Mit uns da fehlt noch irgendetwas. He? Aber das finde ich jetzt also schon recht cool. Aber da fehlt was. Was machen wir da drauf? Ein paar Perlen könnten wir drauf machen. Ich glaube, das wäre noch recht hübsch. Die haben ja zwar schon Klebe dran, aber mir ist das ein bisschen zu unsicher, dass das dann auch wirklich hebt. Darum leime ich die auch noch ein bisschen speziell an. Und dann haben wir auch die mittelgrossen. Zack und zack. So. Voilà. Das ist hübsch. Das finde ich sehr herzig. So. Fehlt da noch etwas? Ich habe irgendwie das Gefühl, da fehlt noch etwas. Aber das ist ein bisschen zu... Das ist zu gross, he? Das ist zu gross und das ist ein bisschen zu nah. Zu nah. Da haben wir so Knöpfe. Aber hey, ich habe ja noch andere Knöpfe. Ich habe noch andere Knöpfe. So, also ein Knopf. Da finde ich sicher noch irgendwie einen coolen Knopf. So ein blauer. Oder? Oh. Grün. Oder so. Hey, mit der Grün finde ich jetzt gerade recht schnussig. Wir probieren noch etwas. Rosa hätten wir noch. Oder? Der ist ein bisschen gross, oder nicht? So, aber der würde gut zu den Perlen passen. Dann haben wir noch den in ein bisschen kleiner. Oder so. Und rosa haben wir schon gehabt. Weiss nicht. Nein, komm, ich nehme den. Oder Eule. Keine Ahnung, nein. Also. Genau. Da
ja gerade noch ein bisschen Faden. Ein Nödeli haben wir natürlich nicht, nur Stecknadel. Und wenn jetzt der Faden noch violett wäre, wäre doch das auch noch cool. Dann könnte man doch das einfach so machen. So. Swoop. Und jetzt haben wir violetten Faden. Sehr cool. So, das war jetzt mühsam, so einwählen. Aber gut. So, machen wir hier doppelte Sache. Dann aha. Ah nein, ich will ja, dass man das noch bewegen kann, dann muss ich es ja da drauf nähen. Oh. Jetzt habe ich das durch alles durch. Ja, no. Gut, also das klappt ja in dem Fall noch viel besser. In dem Fall. Alles viel einfacher, weder durch das ganze Dingsbums durch. So. Ja, das ist jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig hübsch. Wir da hinten so einen riesigen violetten Knubbel haben, aber ja noch. Jetzt ist es halt wie es ist. Das jetzt da auch nicht gross vernähen oder irgendwo verstecken. Aber man geht ja auch nicht an dem Knopf rumzerren. Darum sagen wir jetzt einfach, das ist doch gut so. Oh, mega herzig! Ich finde das voll süß. Da, jetzt haben wir da schon ein Loch durchgestochen. Ja, no. So, das sieht man jetzt auch nicht mehr. Prima! Hätten wir jetzt da hinten noch etwas eigentlich drauf machen? Oder ist das nicht so? Das ist auch nicht genug gross. He? Ja. Oder einfach so hat man können. Das wäre jetzt auch schlau gewesen, wenn man das vorher gemacht hat. Bravo. So, wenn wir sagen, wir schneiden einfach das ab. So. Und dann einmal rum so und ein bisschen Inken. Und dann schmieren wir das hier mit Stiftleim ein. Oh, ist der schon wieder leer. Hei, da wird viel gestiftleimt irgendwie wie an uns zu Hause. Dunkt es mir gerade. So, also. Dann schieben wir auch ein bisschen drunter, wenn es klappt. So.
Prima. Genau. Komm, da noch ein bisschen mehr Farbe geben. Schadet nicht. Genau, hier auch noch gerade einmal das Rändchen. Voilà! Oh, mega herzig! Das finde ich jetzt aber sehr schnusig. So, voilà, jetzt habe ich hier aber noch etwas anderes. Und zwar habe ich mal solche Sommervögel bekommen. Das sind so Kleberli. Aber die sind so 3D-mässig. Die sehen auch recht cool aus. Und mich dunkt, die würden doch jetzt noch wahnsinnig gut das eine oder andere hier drauf passen. So, nicht gerade so da ganz crazy Viecher, aber irgendwie so ein kleines feines. Ich glaube, ich bin bei dem. Das würde ich da drauf gehen. So. Das da. Oh ja. So. Mega herzig. So, und dann da jetzt noch irgendwie ein schönes Rändchen. Hätten wir natürlich auch noch das da. So. Rändchen sind doch immer gut. Ein Rändchen. Zack, 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 zack. So. Rändchen. Pflänzchen, wenn wir ja jetzt hier noch ein bisschen etwas Pflänzliches herkleben. So. Ja, jetzt habe ich natürlich das ein bisschen zu früh dran gemacht. Aber so das hier, das würde doch noch schön aussehen. Vielleicht müssen wir ein bisschen den Stiel abschneiden. Der ist, glaube ich, ein bisschen zu lang. So, mal schauen. Oh ja. So. Genau, das ist doch hübsch. Und jetzt hätte ich eigentlich gerne auch hier oben irgendein so ein Cluster für so zum hier oben anmachen. Oh, weißt du, was sehe ich gerade? Oh! Mini-Klemmerli, oh mein Gott! Woher kommen denn die eigentlich? Aus dem Bastelzentrum Bern. Aber was machen die bei mir daheim? Ich habe keine Ahnung. So. Zack. Ein Mini-Klemmerli. So, aber da müssen wir doch jetzt etwas drauf machen. Irgendein Cluster. Irgendein Cluster. Da noch ein bisschen Spitze. Oh, es hängt wieder an meinen Fingern wie verrückt. So. Zack. Hey, nein, ich glaube, ich muss das anders machen mit diesen Klemmerli. Das ist gerade ein bisschen so. Ich glaube, da muss ich dann etwas mit Heißleim und ein bisschen anders. Es ist mir jetzt nur gerade so in die Finger gekommen, weil das da so hergeschaut hat. So, ich glaube, da müssten wir eher etwas in diese Richtung machen. So, noch etwas Blaues, dunkelblau. Irgendwas dunkelblaues. Hey, und jetzt habe ich schon wieder nicht zuerst hinten das Ding drauf gemacht. Das nervt mich jetzt gerade. Aber wir haben doch hier noch dunkelblau gehabt. Das alles aufgebraucht.
Wo war dunkelblau? Da. Da, ja. Ich glaube, ich habe das alles aufgebraucht. So. Jetzt das so da oben drauf. Noch ein bisschen Inken. Jetzt denke ich, ja, in der Mitte fehlt noch irgendetwas. Das kann man noch ein bisschen. Fehlt nicht in der Mitte noch etwas? Irgendein Blümchen oder ein Kleberli oder ein... So eins? Ist das zu crazy? Ich tue es jetzt, glaube ich, zuerst mal anpostieren. Und dann können wir schauen, ob wir dort in der Mitte noch etwas drauf machen oder nicht. Ich muss ein bisschen weiter rauf, habe ich das Gefühl. So, jawohl. Ich glaube, ich mache hier ein Kreuzchen. So. Oder ist das jetzt schon gut hier? Hey, wenn man jetzt andersfarbige Postage hat, das würde cool aussehen. So blaue oder pinkige oder violette Postage. So, jetzt ist die Frage, ist das zu kitschig oder nur so ein kleines Tüpfchen hier in der Mitte oder das Viereckchen? Das Blümchen ist, glaube ich, ein bisschen zu crazy, oder nicht? Zu violett. Das eine Tüpfchen wäre... Ich glaube, ich muss das Tüpfchen da drauf tun. Ich hoffe, dass das hebt. Ja, einfach nur das kleine Tüpfchen und so. Oder wenn wir auf Sommervögel auch noch so eins drauf tun. Das wäre doch hübsch, oder? Komm her. Wenn schon, dann schon. So. Hey, ja, mega süß. Alles vollherzig. Das hat jetzt gar nicht viel gebraucht. Irgendwie. Ich glaube, ich muss hier den Rand noch ein bisschen stärker machen. So. Jawohl. Gut. Cool. Next. Noch ein kleineres. Jetzt haben wir hier hinten nichts drauf gemacht. Ich glaube, bei dem lasse ich es jetzt gerade mal. Aber da tun wir jetzt mal noch so ein Zettel drauf. Was würde denn hier passen? Irgendwie habe ich das Gefühl, da würde das drauf passen. So von der Farbe her. Yes! Und dann gerade mitsamt dem To-Do-List. Oh, oder weißt du was? So. Oh, schau jetzt. So. Genau. Oh ja, komm. Das ist doch cool. Ich falte das so. So rauf und wieder runter. Oh, jetzt wird es ein bisschen knapp.
Ja, jetzt ist eben hier mein Dings leer. Hei, hei, hei. Dann haben wir halt jetzt das hier. Trotz allem. Geht ja auch. So rum. Und so rum. Zack, schön in die Mitte, wie es sich gehört. So, schnussig. Ich finde, es sieht genial aus. So, und was machen wir da vorne? Das braucht es nicht. Ich hätte hier noch so einen grossen Schmetterling. Den könnten wir sonst auch noch ein bisschen inken am Rändchen. So, oh ja, so ein bisschen ein hübsches Rändchen. Und wie wäre es mit... Oh, das wäre aber hübsch. Oh, schau mal. Das sieht aber schön aus. Oder oben. Oder in der Mitte. Oh, das ist doch ein bisschen leer. Aber ich glaube so. So, weißt du, so. Genau. Und dann... Ich habe das Gefühl, ich kann das nicht gut... dann nicht anleimen, weil das ist so ein ganzes dünnes und ganzes synthetisches. Das müsste ich fast wirklich anbostitschen. Aber sieht das blöd aus? Oder soll ich gerade einmal rundherum? Dann kann man aber nicht mehr draufschreiben. Aber hey, ich glaube, ich mache das, wäre schon noch recht herzig. So. Schneiden wir nochmal ab. Zack, jetzt probieren wir das. So. So, dann postitschen wir das da. Da, auf dieser Seite auch noch gerade. So, ach wie süß. Ach, das hätte jetzt ein bisschen geräder dürfen sein. Aber mein Gott. Jetzt können wir da noch etwas reinstecken. Das machen wir dann noch. So, und hier lassen wir es. So, aber das leimen wir jetzt hier noch auf. Zack. In der Hoffnung, das hebt dann, wenn wir das dort auf, auf die Spitze aufleimen. Irgendwie. So, und das hier ein bisschen andrücken. So ein bisschen beschweren. Und in dieser Zeit machen wir jetzt etwas Herziges. Und zwar so, jetzt nehme ich einfach ein Stückchen von dem.
und dann gibt das so ganz ein kleines Kärtchen. So. Oh, ganz ein kleines bisschen dem dran. So, und jetzt müssten wir hier eigentlich ein kleines Blümchen haben. Ich habe hier nochmal grosse Blümchen, aber vielleicht können wir ja irgendetwas abschneiden. Sowas da. Das ist voll gross. Oh, ich habe es verkehrt genommen. Ja, noch. Das ist jetzt nicht so schlimm. Das fällt nicht auf. So, super schnussig. Das da ist hoffentlich klebt jetzt. Ja, nicht allzu übel. Und wenn wir jetzt hier die To-Do-Liste aufmachen, dann steckt da so ein kleines Kärtchen drin. Yeah! Ah, vollherzig. So. Irgendwie habe ich das einfach da so hergeschossen. Ich finde die so mega hübsch. Die Farben passen so gut zueinander. Das Blau, Violett, Grün, Rosa, alles miteinander. 4 komplett verschiedene Kärtchen. Mit hinten drauf, oh, da hat es nichts, aber da hat es so ein Notizblöckchen und da hinten hat es noch eine To-Do-Liste mit einem winzigen Kärtchen drin. Hey, und ich finde sie einfach obermega schnussig. Und hey, passen die zu unserem Journal oder passen sie nicht zu unserem Journal? Ich finde es der Hammer. Ich finde es mega cool. Die kommen dann hier rein, wenn sie dann irgendwann schon mal, wenn wir dann hier drin ein Täschchen haben. Und ich würde sagen, das nächste Mal, wir haben ja noch ganz viel Material, tun wir dann ein bisschen Täschchen hier reinmachen, damit wir dann auch Platz haben, um diese Sachen einzufüllen. Hey, mir hat es mega Spass gemacht. Vielleicht mache ich auch noch 2, 3 von denen, dass wir noch ein bisschen mehr haben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!